Okay, 30. Spieltag gegen Hoffenheim. Und wir haben sonst nichts zum Tag, gell? Machen wir weiter. So, wir spielen in Weiß daheim und Hoffenheim hat 4 Trikots schon. Okay, ich würde sagen, die spielen in Gelb, oder? Die Aufstellung sagt, dass alle fit sind. Selten, gell? Ganz selten. Außer Laum, aber den brauchen wir nicht. Dafür haben wir Ochsener. Und Rincon, der war nicht fit. Dafür haben wir Jirasekener. Wie alt ist eigentlich Rincon? 25. Stecke 81. Aber so gut ist er nicht. Okay, wir starten. Okay, Hamburg gegen Hoffenheim am 30. Spieltag. Und die Saison neigt sich langsam dem Ende zu, gell? Wir haben noch mal lang. Und dann hätten wir die erste Saison in der Bundesliga überstanden. Und am besten mit einem Platz in der Champions League. Unser Hauptziel war ja eigentlich die Europa League. Aber wir können die Champions League abhalten. Wenn wir weiterhin so erfolgreich spielen. Außer wir verlieren noch, dann wird es vielleicht nur noch Europa League. Aber das wird eigentlich auch nicht so tragisch. Johnson. Immer noch Johnson. Scheiße. Scheiße. Voland, oder? War das Voland? Jawohl, Voland war's. Und da haben wir nicht aufgepasst, gell? Das war die Hereingabe von Johnson, genau Volland, und der kann abstammen. Das heißt, wir liegen zurück im Heimspiel. Und ich habe in der Torjägerliste geschaut, unser Lasogga, unser Stürmer, hat 17 Saisontore geschossen und ist damit Tabellenzweiter. Hinter Kiesling. Das heißt, Lasogga kann noch Torschützenkönig werden, wenn er ein paar Mal trifft noch. Mascherano, Alter. War der Torwart noch da? Schon, gell? War eine gute Chance. Oh, der geht weit. Der will weit. Aber kommt gut. Beißt da. Abgeblockt. Beißt ist dafür einer von den besten Vorlagengeber. Aber erster ist Van der Vaart, habe ich auch geschaut. 7 Vorlagen. In die Hände von Castell. Mascherano. Beck. Und Dickmeyer. Marcel Jansen. Van der Vaart. Das kann wenig schießen, gell? Der Rechtsfuß. Oida. Mit links trifft er aber nicht. Ja, wie gesagt, Van der Vaart ist in der Rückrunde nicht mehr ganz so gut, gell? Der war in der Hinrunde richtig gut. Da hat er das öfter mal ein Tor geschossen. Aber in der Rückrunde gar nicht mehr. Dafür ist in der Rückrunde Chamberlain so gut, gell? Hab ich geschaut, der hat 10 Saisontore geschossen. Scheiße, 2-0. Scheiße, die Hoffenheimer reißen unseren Arsch auf. Wir verpennen, gell? Wir verpennen. Scheiße, nach 16 Minuten schon. Schaut nicht gut aus. Sissoko.
Westergaard. Rudi. Der Torschüsse von gerade eben. Oh, Mascherano. Grätscht vorbei. Jansen Glettis. Saliovic. Polanski. Roberto Firmino. Und Sissoko. Sissoko, muss man sagen, hat auch nicht so eingeschlagen, wie ich erhofft habe. Auf jeden Fall später besser als Ding, der davor gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir irgend so einen türkischen Spieler gehabt, der war nicht so gut. Den habe ich verkauft. Aber ein bisschen mehr hätte man schon erhofft. Beister weggeblockt. Dickmeier. Und in die Hände von Castells. Firmino. Wieder Firmino. Chamberlain. Und Van der Vaart startet. Scheiße. Ja, der Van der Vaart ist kein schneller Spieler, gell? Das ist keiner, der einfach mal so vorsprinten kann, wie Chamberlain. Beister, dünne Lomert. Volland. Und die Hoffenheimer Spender unglaublich gut, gell? Die machen das richtig geschickt. Beister. Firmino. Johnson. Okay, war nix. Hinten rum über der Ruhe. Marcel Jansen. Sissoko. Papa fast lieber, wenn der irgendwie offensiv gesprengt hat, aber naja. Ist leider nicht der Fall. Van der Vaart. Chamberlain wird geblockt. Wir kommen nicht durch. Die machen das richtig gut. Ich glaube, wir haben uns studiert. Die wissen unsere Spielzüge. Einwurf Beck. Der Westermann. Ein Risikofaktor. Aber Van der Vaart. So, jetzt der Konter. Wer rennt? Connor. Scheiße. Jetzt haben wir alle Spieler in Form. Jetzt spielen wir da für Scheiße. Nehmen wir zwar nach hinten. Und zwar zur Halbzeit. Die ist nämlich gerade. Also Hoffenheim überlegen. Und zwar eindeutig. 2 Schüsse, 2 Tore. So muss das sein. Wir haben dagegen nichts gemacht. Und ich brauche nicht mehr wechseln, eigentlich. Es sind ja alle in Form eigentlich. Und sollten mal ja, besser da sein. Vielleicht wachen wir in der zweiten Halbzeit auf. Vielleicht wird noch was. Wie gesagt, 2 Tore kann man schnell schießen. Hab auch gesehen gegen Augsburg. Wir müssen gerade öfters mal an den Punkt kommen. Das ist unser Problem. Gibt Abschluss. Ja, wir kommen noch nicht an den Ball. Das ist das Problem. Wir verlieren halt irgendwie zu schnell. Weiß nicht warum. Und der Lassoga, der müsste mal laufen. Der Sack steht immer am Land. Scheiße, schaut er das an. Firmino.
Zum Glück abseits. Zum Glück. Weil sonst glaube ich, wird das 3-0 gewinnen. Der hätte wahrscheinlich Adler abserviert. Mascherano, und es ruckelt wieder. Die Sau ruckelt. Was war das jetzt? Oh, da liegt einer. Es gibt Gelb gegen einen Hoffenheimer, weil er Jansen umgehauen hat. Und der muss behandelt werden. Oh ja, war hart. War ein harter Einsatz. Wird behandelt. Was haben wir? 46 Meter. Machen wir mal so. War aber nichts. Mascherano. Sissoko. Ja, wir können halt irgendwie nichts spielen, gell? Heute schaffen wir es nicht. Heute bringen nichts zusammen. Au schon, scheiße. Steht gleich 3-0. Johnson. Saliovic. Und Jansen ist wieder zurück. Unverletzt. Und wir kämen nicht an den Ballen, schau. Wieder. Das war Glück, gell? Glück. Das war fast das 3-0 gewesen. Ein Glück, dass wir nicht die ganze Saison über so gespielt haben. Also glaube ich, wird man ein Abstiegskandidat. Das war der Pfosten. Scheiße. Und die haben uns hinten festgenagelt. Müssen wir mal raus. Beister rennt, jawohl. Wo ist Lassoga? Renn mit. Lassoga, renn mit, du bist der beste Torjäger. Aber nur wenn er mal da nicht kommt. Nur wenn er mal den Bund gekriegt hat. Au schon, unsere Abwehr. Chaos bei der Abwehr. Sissoko muss aushelfen. Der Van der Vaart, der bringt auch nichts zusammen, gell? Jetzt muss ich mal was tun. Und zwar Campbell kommt auf der rechten Seite. Und Lassoga kriegt jetzt Unterstützung. Der Van der Vaart, der ist auch nicht wirklich Unterstützung. Denn wir bringen Alvaro, den spanischen Stürmer. Vielleicht kann der noch was reißen. Kann der sein. Potenzial hat er, wissen wir. Chamberlain. Chamberlain, jawohl, zeigt das. Der Engländer, der kommt es. Das ist sein 11. Saisontor. Und alle in der Rückrunde geschossen. Wer weiß, wo wir stehen hatten, wenn wir den nicht hätten. Da wir vielleicht nur im Mittelfeld von der Tabelle rumhampeln. Auf jeden Fall steht es 2-1. Wir sind fast wieder zurück. Oh, Tor fehlt noch. Firmino, der zaubert. Chamberlain. Und Lassoga, es ist einfach, oder wie? Lassoga, scheiße. Den erwische ich noch. Erwische ich nicht. Gibt einen für uns. Und auf der anderen Seite wird gewechselt. Firmino und Volant gehen over. Und jetzt kommen zwar frische Spieler. Aber sehr ungenau. Modeste, der ist gerade gekommen. Ich glaube, er Stürmer. Mascherano kämpft. Und es gibt Einwurf für uns.
Ich glaube, der wird, auch wenn er ihn erwischt hätte, glaube ich, wird das unmöglich sein, oder? Von der Position aus, den irgendwie aufs Tor zu bringen. Das wird ein sehr spitzer Winkel gewinnen. Aber es war abseits. Campbell war im Abseits. Lasogga, ja. Bleibt hängen. Also eine gute Lasogga. Der Mascherano ist zu klein zum Köpfen. Ja, die Hoffenheimer haben uns im Griff. Die sind halt besser als wir. Da haben wir keine Chance halt. Die sind da passtechnisch, sind die halt uns überlegen. Da können wir die Beste haben, bei uns kommt nichts so. Campbell. Alvaro. Und Lasogga, jetzt die Chance leicht. Lasogga. Jetzt kommen. Scheiße. Ja, wir sind nicht gut. Heute sind wir nicht gut. Jetzt werden wir verlieren. Hätten wir uns geschlagen gehen. Ja, wir haben, wie gesagt, zu wenig Ballbesitz, gell? Wir können nicht gar nicht. Die hängen immer am Ball da, denen biegt der Ball am Fuß. Und bei uns rennt keiner. Wir haben noch nicht Urlaub. Bumm, wir haben noch nicht Urlaub. Schön, wieder viel Pass. Scheiße, jetzt wird Zeit, dass er abpfeift. Dann stellen wir noch einen Rekord auf. Im Fehlpässe spielen. Okay, pfeift ab. Und wir verlieren sang- und klanglos. Und zwar eindeutig 2-1 gegen die Hoffenheimer.